Ja, dan zaten we terug hier. Schöne Nummer te alle jint. Schöne dag voor jou. Jack Reimer, Thiessen, wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Mit Fernsehen, wenn die alle anhören deden. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt von da für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. En daar Holland is we waren wat hier, Jack en Frank. En vandaar waar we betalen wel Frank zijn persoonlijke ervaring betalen vertalen. Van zoals we hier in de laatste paar boodschappen van je reed van dat we zoals een Duitse volk willen met zijn ons op te maken te HRS en dat de dingen zijn wat we die aan tijd ons volk gedaan hebben, wat van daar op laatst nog dat leven een beetje zwaarder maken voor ons. En Frank wil zijn persoonlijke geschikt vertellen van wat hij daar heeft, sommige van die dingen proeft te änderen. So Frank, wat is die geschikt? Dat is een lange geschichte. We worden eens maar aanvangen met. So, als krijgt es Jack gesagt dat over de tijd, over de jaren, dat zijn nu al over 10 jaar terug, wat ik, wie persoonlijk als een familie, met dit part van onze geestelijke reis, wat we met dit geschafft hebben, dat je dit bijna uitgeleefd hebt. En dus ik gisteren al zei, op een van de 5 boodschappen, waar ik zei dat van dat een wortel van betekenis tussen einzelne personen oder tussen volken, van een volk en ander volk, een natie en andere volk, wo an die Gemeinschaft mit Gott und mit dem Heiligen Geist dann aufklammt und dass wir über dem bloß die Maschine waren, ja, was das Leben als Christen, aber nicht wirklich in die Gemeinschaft war. Und some von den Dingen haben Ursachen. Nicht alle Ursachen sind lekker groot und nicht alle Probleme sind an eine Ursache gebunden. Da stammt nicht alles von derselben Sache her. So, aber ein von den Dingen, was Gott mir oder uns persönlich am Ort lädt als eine Familie, da will ich von reden. Da haben sich an von einer Wortel von Betekenis zwischen uns Plautdietsch Volk, dann rede ich von allem an, was Plautdietsch redet und was sich dort bekannt oder von da gekommen ist, even wenn die nicht übergriffen als Plautdietsch redet, oder noch länger trägt, dann bist du von da noch einmal an der Bahn von das Plautdietsche Volk. Dus dat fängt die Geschichte in mijn leven an. An 2007, wat we met onze missie hebben bij CDI aan die verderg werden en dingen weer vreemd en anders uitgevallen als wie je plante, wie je dacht, wie allemaal je geleefd hadden. En dan weer we op eenmaal mes aanverhaft oder mes ongeveer geplant wie we in de stad. En we hadden een tijd van uitrijden, we hadden een sabbatsruhe, we waren in North Carolina bij de truck en we hadden heiling en leven en erwaching beleefd. Je zag wat van dat gevangen aan ons persoonlijk leven, aan onze familie, aan ons eigen leven. En met some andere vrienden ook. En op een schove andere dingen in ons leven had God de derde teil gemaakt dat het leven niet kan, ons missionsleven niet kan wiederaan zoals we dachten. En we dachten dat ons de oorzaak, de zweig van ons doorzijn hadden engel. We zouden in de toekomst, wie we 20 jaar voor geschafft hadden in onze missionsarbeit, dat we ten einde komen en dat we zweimal leeg van ons. Besonders für mich und meine Frau. Und an diesem Abstand, an dieser Zeit, wie wir in den States. In North Carolina, und wir haben eine Schmackelwohnung bei einer Truck, für uns da hier
ihr Park, und wir waren da am Bosch, im Trailerpark, und wir reden uns da. Und wollen da was nu wieder. Und da ein Tag in 2007, Anfangsjahr, in North Carolina, da am Bosch, bei uns Haustrailer, saß ich einen Tag und hatte meine persönliche Titel mit Gott, bitte auf eine Schackel, saß da und hatte meine stille Titel da, mit meinen Beker und Bibel und Bett da und den anbeten. Und auf einmal fällt da eine Stimme rauf vom Himmel oder eine Offenbarung, ganz klar und verstanden sagt, Frank, du glaubst oder je glauben, je in jedem Volk glauben, dass je sind nicht das überwählte Volk. Je hatte, du glaubst und je glaubt, je hat das nu, dort was die Juden sollen sagen, das sind die nu. Und ich kann das sehr klar verstehen, da wir eine sehr lebendige Stimme, eine sehr klare Offenbarung, aber da wird eine sehr strafende Erweckungsmoment oder Zeit für mich. Und ich wusste das plötzlich an mein Yes, an mein Hart. Aber das Ding muss ich wissen dann. Das ist arg, das Mann ist dort. Krack das dort, so büge ich mein Kopf rauf und ich sehe, vor am Himmel, mein Daddy Gott, das tut mir sehr leid, das tut mir nicht. Verjaf mich. Verjaf ons Volk. Das muss nicht mehr so, das kann nicht so sein. Ich hatte die Zeit noch nicht gehört von so einer Werte als Anti-Thematic oder Replacement Theology, große Werte von, was wir letztes einmal reden, in unserer Botschaft von Offenbarung 2 Vers 7 und 3 Vers 7, wird es gesagt, dass die Denkleise, dass wir Juden sind und aber nicht sind, die jüdische Denkleise, die Satansche Denkleise, meine ich. Von daher wist ich habe mal gelesen, aber ich bin niemals dahin gekommen, dass die große Twerke und große Völker dort duizenden Jahre gepredigt und geglaubt haben, wir haben Juden, wir wären nicht dort am Tisch, wir wären nicht Juden Volk. Das wusste ich alle gleich, ich bin gleich bekannt damit. Dann fang ich an zu fragen. Ich fang Menschen zu fragen, ans deutsche Volk, ältere, gräbeheuer Männer, Väter, am Glauben frage, was meint das? Oder was jetzt ich das? Oder wer glaubt, dass wenn wir in der Bibel lesen von Prophezeiungen von was Gott hat zu das jüdische Volk geredet, wer glaubt, dass wir aus der Twerk uns von dort ausschreiben? Oder wer glaubt, oder wer von uns hört die Juden? Nicht alle, aber ich fand genug Menschen, dass ich mich sehr verwundert. En ons Plautdietsche Volk, dat aan onze wortelen verkropen, daar ligt een zeer ekelige, grote, bittere wortel in dat Judenvolk. Am grote Ganze. En ik vond het daar en ik werd zeer erstaunt. Dat ja, wie Plautdietsche Volk, wie Plautdietsche Maroniten, niet bloß wie Plautdietsche alleen, maar het ganze Anabaptist Volk, die Amish, die Haratola en die Oud Maroniten en wie als Maroniten en Oud Kolonie, Gortitze, waar we gekomen zijn, ons Plautdietsche Volk. Du hast ein Schild von uns, das draagt in Hut, in Grau, in aufreichendes trägtolendes, bettendes Gefühl über das Judenvolk, über Jerusalem, über Israel am Ganzen. Some von uns weiten nicht von arm, some weiten gut arm, some weniger, aber das fängt wie man an. Da habe ich schon viel gefangen man an. Und so ich fang dann an zu sägen. Ich sage, Gott, was soll ich mir das tun wieder? Und ganz klar, busigste dort, fang Gott an der auf zu machen in uns Leben. Wir fangen uns tot mit anderen Menschen, was Versöhnungsreise getan haben, mit anderen Menschen, ältere Väter, älteste von der Amischen Zeug, von der Hattatola, von der Altmaroniten. Wir trafen die bis hier und da und dort, wir trafen uns tot, ungeplant. Wir würden bei einmal an, dass, oh, das ist ein Ding, was Gott von da bewahrt hat. Und ein von den ersten Dingen, was in uns Leben passiert ist, was wir anfangen Gott zu sagen, weißt du Gott, wir wollen uns mit den Juden versöhnen. Und ich weiß nicht, muss ich mein Leben mal in wirklich Juden getroffen haben. Und wir fangen an Gott zu fragen, wie sind die Menschen, wo sind die, zu wem sollen wir reden, wie sollen wir anfangen? Und ein Post dann wir in Edmonton, in Kanada, in einer großen Stadt, und wir haben da ein Topkommen von mehr 1000 Menschen. Und das ging sich nicht wirklich an die Versöhnung mit den Juden, aber dass wir da man angewickelt. Und wir waren da mit der Familie Top in Edmonton
En toen komen ze in dat gebied wat ze daar gepacht hadden, in de Kirche, da wird ein oude Kirchengebiet und da hat nicht wirklich Banyos, Washrooms, Hüstjes dabei. Wir müssen rausgehen in das Gebiet, dann fliegen die Gas, dann ein paar Meter hängen fliegen ein schmaler Stich. Und ein anderes Gebiet, dann da wieder die Banyos, da wieder die Washrooms. Und ein Pass, dann gingen sie dann auch da ein Banjo sägen. Und da steht sie auf dem schmaler Stich hängen um sich kreit. Da traf ich einen Frühmensch an. Ganz unverhofft. Und ohne dass wir wirklich wussten, was da anging, fangen wir an zu reden. Plötzlich wird wir an, dass sie wie ein Jude. Und plötzlich wissen wir an uns Hort, an uns Yes, das ist der Moment. Und wir fangen an zu reden, was auf uns Hort liegt, dann fängt die Tante an zu rohren. Weil sie hat, dass ich das verstanden behalten habe, nach Lebenszeit gelehrt und ich lehre, dass noch mal irgendwer wird der Art von reden, wird sie wieder so eine Art ewig bleiben wir oder in Nachkommenschaft von so einer, was er hatte so angebracht worden, der Holocaust wie Hitler. Und er wird leben geblieben und sie wieder Nachkommenschaft von dort und sie eine Hort fällt immer noch traurig und sie hat Gott gefragt, als er mal irgendwie mit wollen schauen, was der Arme wird gerne sagen persönlich, dass hey, das was wir Juden angetan haben, die Juden, das wird arg und wir Frauen verzeihen. Nou, ze wisten Gott wird nicht nötig sein, sie können nicht leben da ohne. Aber sie hat Gott eine neue Frage. Und nu traf wir uns da auf eine sehr interessante Stadt und kriegt da das dort. Wie das zum ersten Mal, was wir den Juden sagen können, weißt du was? Dann war Hitler, der Juden anbrach in den Holocaust. Dann wie plautdietsche Menschen, und schon von den deutschen Menschen, wie wir Hitler sehen. Some von den plautdieschen Menschen ist das nicht deutlich. Das ja nicht muss hier, aber das ist die Wahrheit. Nicht alle von uns oder von Juden, aber some von uns plautdietsche Volk, die ganz auf Hitler sehen, und die wären, some von denen, die da an der ersten Land standen, die da bei die Gaschambers, wie die an die Gasbranche, die Gasovens, wie die Menschen angebracht werden, some von uns Deutsche, plautdietsche Menschen, wir ganz an der Verkant da, was da Stunden Knapsvertrag gedeiht, in Stunden Entscheidungen gemacht, wann früh und wann Kind, die hat hier von da an, wann wird hier angebracht, wann Kind, Kiel, weil bloß so dort fährt die Bahn aus. Plautdietsche Menschen, wir da hätten sie in der ersten Arbeiter. Und das große gräselige Geschrei von den Juden wird angebracht. So hier wie wir nu in Edmonton und wir können sagen zu den Früh, weiß ich was wie in uns Volk, Jugendvolk angetan hat, das wird arg. Und im Namen Jesu, froh wie am Verzeihen, wir werden uns mit Gott versöhnen und mit dir versöhnen, dass da zwischen uns und die persönlich und zwischen uns Volk und dem Volk keine Wege mehr sind. Je hat krass so viel gelernt, Jesus zu dienen als wir haben. Je hat krass so viel gelernt, zu wachsen, zu leben und zu sein als Menschen, als wir haben. So wie das der nächste, auf dem nächsten Video. Noch einmal hier, Thiessen. Mit dieser Botschaft sind wir nu zu eng. Direkt subscribe hier auf YouTube. Findet uns auf WhatsApp oder auf Facebook. Schreibt uns an E-Mail. Laat uns weten wat je dit gaat, wat je veel hebben deze Botschaft. Wir sind weiterhin hier über Utuschen, maar van reden. Wat de held in je schafft aan ons leven. En jullie leven. Laat ons weten.